Folge nach der Pause von den Nerdy Birds. Und ja, weil es jetzt schon länger her ist, habe ich gedacht, ich frage mal so bei uns im Horst, wer was getrieben hat und warum. Im Horst? Wer ist der Horst? Wer ist der Horst? Also, der Raffi, aber... Ich kann nicht Vogelkäfig sagen. Aha. Vogelhorst? Nicht? Okay, ist doch nicht etwas, was es gibt. Gut. Ja, wie wir schon gehört haben, mit mir heute der Chris. Hallo. Und der Andi. Horst zusammen. Und ja, ich bin der heutige Horstmeister, was auch immer das heisst, der Edi. Der Raffi ist nicht da. Er hat Flugangst. Er ist davor gehostet. Er hat heute nicht horsten. Ich habe gehört, er durchquert den Ozean auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn mit einer Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Nein! Viel Glück. Okay. Findet den Horst. Ja, darum, das ist eigentlich ganz simpel. Ich wollte zuerst mal so ein bisschen umfragen, was habt ihr in der letzten Zeit gespielt oder gelesen oder geschaut, was euch beeindruckt hat? Ja, ich wollte mal beim Chris anfangen. Oh, sehr gern. Ich hoffe, er nicht mehr vor nachher, aber ja. Also es ist eigentlich schon ein bisschen lang her, dass wir das letzte Mal geredet haben miteinander, weil das ist eigentlich etwas, was ich schon lange besprechen wollte. Und zwar ist ja Wonder Woman rausgekommen, gerade nachdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Und wir sind dann mittlerweile schauen, ich etwa 3 Mal. Weil der Film ist einfach gewaltig. Er ist so gut. Und ich könnte recht lange darüber erzählen, aber ich wollte mich sehr kurz halten, weil wir haben mal noch ein Thema vor, bezüglich Zynismus in Medien. Und dort werden wir dann noch ein bisschen länger auch über Wonder Woman reden. Weil, so viel kann ich glaube schon mal sagen, Wonder Woman ist ein sehr unzynischer Superheldenfilm. Ja. Und das macht es mega, mega spannend und interessant. Und es ist einer der erfrischendsten Superheldenfilme, die ich gesehen habe in langer, langer Zeit. Wahrscheinlich so erfrischend wie seit dem Sam Raimi Spider-Man-Film nicht mehr. Und für das muss ich wirklich sagen, lieben, absolut. Ich kann mich dem Chris nur anschließen. Ich habe Wonder Woman 2-mal gesehen. Und ja, er ist großartig, er ist mega cool. Diana ist super und sie hat schon lange einen Film verdient. Und ja, das wird ihr absolut gerecht. Ja. Es ist eben vor allem darum auch fantastisch, weil einfach so viele Leute, ich meine, weibliche Superheldenfilme hat es einfach nicht gegeben. Es hat 2 gegeben, von denen ich weiss. Der 1984 Supergirl-Film, der eine absolute Riesenkatastrophe war. Der 2004 Catwoman-Film, der noch viel, viel schlimmer war. Oh. Nein, anyway. Ach Mann. Naja, der Punkt ist, und ich meine, so Zeugs hat halt die Industrie immer wieder gesagt, hey, Frauen als Hauptrolle in einem Superheldenfilm, das funktioniert nicht. Und darum hat auch die Black Widow noch keinen eigenen Film bekommen, oder? Weil einfach alle die Leute, die Moneygeber sind, in der obersten Etage einfach das Gefühl haben, oh nein, das funktioniert nicht. Oder? Niemand wird einen Film schauen, wenn eine Frau in der Hauptrolle ist. Und der Film hat jetzt einfach bewiesen, dass es einfach nicht stimmt. Und dass es das absolute Gegenteil der Fall ist, oder? Es ist erfrischend und etwas anderes. Wir haben schon 30'000 Filme mit weißen Dudes in den Hauptrollen, oder? Ja. Und es ist jetzt endlich mal Zeit gewesen und mega erfrischend und angenehm, mal etwas anderes zu sehen. Ganz abgesehen davon, dass Hunderttausende von Mädchen auf der Welt endlich mal ein Idol können anschauen können, das aussieht wie sie, wo eine Frau ist, oder? Weil ich meine, ich habe keine Mühe damit, mal eine Frau zu sehen, aber ich habe natürlich auch 100'000 Mal einen Film gesehen, wo ein Dude die Hauptrolle gespielt hat, der aussieht wie ich, oder? Also ich habe keine Mühe mit Frauen zu sehen, überhaupt nicht. Ja, aber deine Gründe sind nicht so edel wie meine. Naja, egal. Anyway, für die Wonder Woman noch nicht geschaut haben, hey, bitte, geht den schauen. Er ist fantastisch, wirklich. Er ist gut. Ich würde sagen, einer der besten Superheldenfilme und tatsächlich alle Marvel-Filme dazu. Ah ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin gespannt drauf, in dem Fall. Ah. Dir wird er so oder so gefallen. Selbst wenn der Plot scheiße wäre, dir würde er auch so gefallen. Von dem her, geh einfach schauen, Andi. Du musst gar nicht studieren. Ja. Cool, aber mittlerweile ist ein anderer Film ins Kino gekommen, wo ich mich auch schon lange darauf gefreut habe.
Und zwar Valerian and the Planet of a Thousand... Nein, warte jetzt. And the City of a Thousand Planets, oder irgendwie so heißt Genau, er. entweder das eine oder das andere. And the Planet of a Thousand Cities. Das geht auch noch. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja gleich. Ist vom Luc Besson. Und ihn kennen wir vor allem wegen dem 5. Element und vielleicht für die einen an Lucy. Und zwar ist es ein Science-Fiction-Film, mega abgehoben, inspiriert, beziehungsweise adaptiert von einem französischen Comic, wo irgendwie, glaube ich, in den 60er Jahren angefangen hat oder so. Und so wie ich jetzt das mitbekommen habe, ist der Film schon ziemlich fest gefloppt. Also er ist noch nicht überall auf der Welt angelaufen, aber dort, wo er angelaufen ist, wird er nicht geschaut. Und man vermutet, dass, weil halt Leute mit dem Comic den Comic nicht so kennen, außerhalb von Frankreich, hat den Leuten zu wenig Star Power oder einfach Star Power halt gefehlt, um halt die Leute ins Kino reinzuziehen, um den zu schauen. Weil ich habe ihn cool gefunden. Schauspielerische Leistungen sind jetzt nicht wahnsinnig abgehoben gewesen, aber das habe ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe ein Science-Fiction-Spektakel erwartet und das habe ich eigentlich bekommen. Von dem her, mir hat er wirklich gefallen. Okay. Aber ich glaube, ich habe auch gewusst, was mich erwartet, wenn ich den Film anschaue, oder? Und ich glaube, halt sehr viele Leute wissen einfach nicht, was sie erwartet, wenn sie einen Trailer schauen von dem Film. Und ich glaube, das ist für die meisten ein bisschen das Problem gewesen. Halt. Ja, also mir ist es so gegangen, ich habe den Trailer gesehen und irgendwie habe ich gefunden, so, nee. So, ich weiß, ist cool. Vienna sieht cool aus, aber nee. Es sind keine Laserschwerter. Ja. Es geht nicht um die Vienna, darum schaue ich nicht. Also, okay. Ja, also sie hat eine größere Rolle, als ich gemeint habe im Fall. Aber ja. Ja. Es ist ein ganzer Mini-Arc in diesem Film. Dort spielt sie eine recht große Rolle. Viel mehr, als ich erwartet habe. Und sie ist wesentlich besser gewesen, als ich erwartet habe. Weil ich auch wirklich gedacht, dass sie einfach halt da reingeschuhhornt wird, in der Hoffnung, dass es mehr Leute reinzieht. Was sie wahrscheinlich geworden ist, aber ich finde, sie haben sie gut gebraucht. Aber ja, ist ja gleich. Hallo, ich bin der Pizzabote. Wo darf ich die Schachtel anstellen? Ja. Es ist ja immer so ein bisschen ein Gamble, wenn man nicht Schauspieler in einem Film nimmt und findet so, also es gibt einige, die sind ein Naturtalent und die können es dann auch. Und dann gibt es andere, die finden so, okay, ja, der ist jetzt auch da für 2 Minuten oder whatever. Aber in dem Fall, so in der Mitte, will ich das so von dir rausgehören, landet sie. Etwa. So Mitte, dritte Viertel oder so, also irgendwie so dort, nach der Hälfte auf jeden Fall. Ja. Aber ist cool. Eben, wie gesagt, ich finde, es ist nicht irgendwie so, es ist nicht der Film, wo jeder muss schauen muss, aber wenn du gerne Science-Fiction hast und mal etwas willst sehen, wo nicht eine Fortsetzung ist, nicht ein Reboot, nicht ein Prequel, nicht ein Spin-off oder irgendetwas, sondern einfach etwas Neues und etwas Eigenständiges, also neu, halt in Anführungszeichen, weil es ist eine Comic-Adaption, aber es ist nicht etwas, was wir schon gekannt haben, dann unbedingt schauen gehen, weil der Science-Fiction-Teil ist wirklich Science-Fiction-ish. Von dem her, ich finde ihn cool. Soviel ich weiss, ist Star Wars relativ inspiriert von den Comics. Das ist gut möglich, weil wenn du den Film schaust, dann siehst du vieles, wo du denkst, ja, das kommt mir bekannt vor, weil, so wie ich eben auch gehört habe, ist eigentlich so ziemlich alles inspiriert von dem Comic. Ja, dann, wie vielleicht die einen auch noch wissen, Voltron Season 3 ist rausgekommen. Oh, stimmt. Muss ich noch ganz kurz etwas darüber erzählen, ja. Für die ersten 2 Seasons geschaut haben, unbedingt schauen. Was aber wichtig zu wissen ist, es sind nur 7 Folgen oder so, weil sie haben die Staffeln eigentlich in 2 aufteilt, damit sie einen Teil schon früher rausbringen können. Haben sie jetzt Season 3, eigentlich sind nur 7 Folgen, dafür ist sie früher rausgekommen und im Oktober geht es dann mit der 4. Season schon weiter. Okay. Und ja, es geht genau dort weiter, wo es aufgehört hat in der letzten Staffel. Ich will nicht zu viel verraten, aber du hast wesentlich mehr Änderungen in dieser Staffel als in den ersten 2. Also es gibt ein paar neue Sachen, die ganz anders sind. Und es fühlt sich auch anders an zum Teil. Und es ist nicht das Gleiche so, ja. Weil die ersten 2 Staffeln sind recht, wie soll ich sagen, sie haben so ihre Form gehabt, oder? Und das ist cool gewesen, halt für den Anfang, oder? Aber dann, jetzt haben sie den richtigen Zeitpunkt eigentlich gefunden, um ein bisschen Änderungen reinzubringen. Und das haben sie ziemlich gut gemacht. Und ich bin mega gespannt, weil es hört wirklich mit drin halt auf. Und es ist einfach so ein, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, darum Voltron Season 3, super, fantastisch, unbedingt schauen. Ja, Voltron ist ja vom gleichen Studio animiert, das The Legend of Korra gemacht hat und Avatar. Jawohl. Also das Animationsstudio selber ist Studio Mir, die haben da die Animation gemacht, ja, und sehr viele vom Kreativteam, die bei Avatar und Korra gearbeitet haben, arbeiten jetzt da auch wieder mit.
oder haben das eigentlich ins Leben gerufen, sozusagen. Von dem her, ja. Für alle die aus irgendeinem Grund Voltron noch nicht geschaut haben, aber Fans von Avatar und Korra sind, was machen die mit eurem Leben? Geht sofort Voltron schauen. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist Avatar in Space. Einfach, ja. Es ist lustig, ich bin gerade einen Podcast am hören, so einen Play-Podcast, also so einen Film über eine D&D-Runde. Ja. Und die spielen so Cyberpunk Noir gemischt mit Mechs. Und das hat eigentlich gerade wieder Lust gehabt, um einen Mech-Anime zu schauen. Und ich glaube, Voltron wäre eigentlich genau das Richtige. Ja, ich würde auch sagen. Es ist eben auch noch lustig, weil ich weiss halt nur so das meiste, was ich von der Originalserie, also gut, Voltron, muss man noch sagen, die neue Serie ist ein Remake aus einer 80er-Jahre-Anime, amerikanischer Cartoon-Serie. Und sehr viele Sachen sind, es ist nicht ein 1:1 Remake, aber sie haben sich, wie soll ich sagen, sie haben die wichtigsten Bausteine genommen und von den Storys her haben sie sich ein bisschen inspirieren lassen vom Original. Aber sie erzählen ihre eigene Story. Aber viele Sachen schaust du, wenn du die Serie anschaust und denkst so, okay, ja, ich sehe es. Das haben sie von dort genommen. Oder, haha, okay, das ist eine Anspielung auf das. Und ganz viele solche Sachen. Und es ist mega cool und kreativ von dem her. Wirklich cool, wirklich cool. Ja. Darum unbedingt schauen. So, jetzt habe ich nur noch etwas und dann bin ich fertig. Dann könnt ihr weiter erzählen. Ich bin in den letzten paar Jahren recht viel hin und her gezügelt und mein ganzer Scheiß ist verteilt an verschiedenen Orten. Bei meinem Vater im Keller hat es Zeugs gehabt, bei meiner Mutter hat es Zeugs gehabt. Und jetzt ist zum ersten Mal seit irgendwie 10 oder 15 Jahren alles an einem Ort, an meinem Standort. Und jetzt habe ich endlich sortiert und habe meinen Nintendo 64 und meinen Gamecube wieder ausgegraben. Und die zwei, die sind sicher 10 oder 15 Jahre wahrscheinlich vergraben gewesen irgendwo und ich habe es nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich die jetzt an meinen Fernseher angeschlossen, mega vorsichtig in einer Nacht- und Nebelaktion und so. Und ich dachte, oh, bitte funktioniert. Ich bin nicht mal sicher gewesen, ob das mit Anschlüssen überhaupt noch geht. Dann habe ich das angehängt, Ocarina of Time rein da. Das ist das Ocarina of Time gewesen, das ich damals auf dem Flohmarkt gekauft habe, das ich auch schon erzählt habe. Wow. Und dann habe ich es gestartet und es hat funktioniert. Und wir sind fast Tränen gekommen, als ich das Logo gesehen habe, aufblitzen auf dem Screen. Und das war eben schon geil gewesen. Und jetzt, ich habe es eigentlich nur rein da zum Testen, aber jetzt bin ich wieder in der Hälfte vom Game und habe es fast durchgespielt. Also von dem her. Und es ist crazy. Ich habe den 64-Controller über 10 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Meine Hände wissen immer noch auswendig, wie das Game funktioniert. Also, ja, es ist wirklich, wirklich cool. Und ich habe es mega vermisst. Und ja, Retro-Style. Das ist cool. Da habe ich nachher auch eine coole Story. Ganz spontan jetzt gerade, merke ich gerade. Ja, dann erzähl doch jetzt gerade, ich bin fertig. Ja, genau, jetzt können wir eigentlich gerade überleiten mit deiner fantastischen Story. Also, dann fange ich von hinten an aufrollen. Und zwar, wenn wir gerade so bei diesen Oldschool-Sachen sind, habe ich bei mir im Keller reingemischt, angefangen jedenfalls, habe meine alte Playstation 1 hinterführen geholt. Und kriege einen Tag später ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Tante, hey, suchst du jetzt noch einen Röhrenfernseher? Ja, suche ich, natürlich. Ich bin dann den geholt, ein paar Dörfer weiter. Der hat fast nicht in mein Auto reingepasst, aber es war mir so egal gewesen. Ich habe eine kleine Man-Cave, 2-3 Dörfer weiter. Es ist einfach so ein Kellerabteil da unten, weil niemand hört schreien, ist noch recht angenehm so. Und habe jetzt dort... Gut zum Dark Souls Gamer. Ja, zum Beispiel, ja. Aber nein, das sind nicht mehr so meine Fetische, das geht mir zu weit. Ich habe jetzt, wie gesagt, meine Playstation, ich habe die Memory Card wieder, alles drum und dran. Dann habe ich gedacht, jetzt könntest du mal deine Games suchen und ich habe die Games nie mehr gefunden. Dann habe ich meiner Mutter angerufen und gesagt, hey Mann, ich muss für mich Keller durchsucht, nichts. Estrich, Garage, nichts. Nein. Die Großmutter, nichts. Meiner kleinen Schwester Hölle gemacht, hey, irgendwo müssen die Games sein. Ich gehe völlig deprimiert in den Keller, weil ich gewusst habe, ein N64 ist auch noch dort. Mache die erste Kiste auf, nachdem ich meine ganze Familie gestresst habe und gesagt habe, ich muss die Games suchen. Die Games, die sind alle bei euch und finde so eine Schachtel mit 20 oder 25 von meinen PS1-Games. Ich hoffe, niemand davon wird das hören, weil ich alle zur Sau gemacht habe. Aber ich habe sie wieder. Ich bin mega happy. Ich kann mich jetzt demnächst mal verkrüchen und einfach meine alten PS1-Games durchzocken und meine NES hinterführen. Ist genial. Ja, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Wir schicken dir viel Kraft für das nächste Familienfest. Ja, ich gehe. Ja, Familienfeste sind okay. Also seit jetzt ein Switch sind Familienfeste eigentlich aushaltbar. Das ist echt cool, kannst du sie mitnehmen. Und ja. Switch macht alles aushaltbar. Ja, das ist ja so im Fall. Ohne Witz.
Beziehung läuft viel besser jetzt übrigens. Wow. Wir reden vom Hitsong von Will Smith, oder? Richtig. Switch. Das ist der Takt, was es braucht für eine gute, fließende, funktionierende, nass heiße Beziehung. Okay, anyway, ich kann dann Chris schon sabbern. Was? Ich weiss nicht, ob wir noch vom gleichen reden, Andi. Also. Los, ich weiss selber nicht, von was ich rede, von dem her ziemlich sicher nicht. Was gibt es sonst noch bei Hör mir? auf Drogen nehmen. In meinem sehr spannenden, nonstop, relativ chaotischen Leben. Was habe ich gemacht? Was habe ich erreicht? Was für Ziele habe ich mir gesetzt? Eigentlich keine. Ich habe ein Buch gelesen, respektive ich bin dran. Orwell, 1984. Oh, okay. Oh, okay. Ja, das muss ich auch noch. Ich wollte es schon lange wieder mal hinterführen holen und ich habe es nicht mehr so mühsam in Erinnerung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass ich vorher ein paar Star Wars Romane und die Walking Dead Comics nochmal durchgezogen habe. Aber ich bin recht am Nagen dran. Aber hey, ich finde es gleich cool. Es ist erschreckend, wie alt das Buch ist und trotzdem, wie gut es in die heutige Zeit hineinpasst. Ja. Nicht nur, doch sicher auch vom dem, was passiert im Buch, vom Erzählerischen, aber auch von der Art, wie es geschrieben ist. Es ist sehr modern geschrieben. Es liest sich für so ein altes Buch doch noch recht gut und das finde ich eigentlich mega spannend. Also Orwell, top, auch wie jetzt geheißen, Femme der Tiere, die das Buch geheißen hat, auch ziemlich spannend. Ich muss die auch wieder mal nachholen. Aber in erster Linie bin ich momentan ein bisschen bei den Serien hängen geblieben. Film hat mich momentan nicht so viel geflasht. Ich habe gar nicht so eine Filmphase. Ich habe The Fighters geschaut, und, also Never Back Down 1, 2, 3 und Undisputed 4 haben wir noch gehabt, um mich vorbereiten auf meine Karate-Schule. Nicht Karate Kid. Hey, da gibt eine Serie. Karate Kid kommt zurück als Serie mit den Originaldarstellern. Was? Ja, mit den Originaldarstellern. Was? Ja. Oh, wow. Also, Dass der Daniel San, Sim, Sohn oder Enkel oder was auch immer noch etwas beibringen. so viel ich weiß nicht einmal. Sie tun so, als wäre nicht passiert. Er ist immer noch gleich alt. Nein, er lernt alles nochmal, weil er alles wieder vergessen hat. In dem Stil. So wie vom ersten zum zweiten. Alzheimer ist ein Bitch. Er ist, glaube ich, so ein bisschen gefangen in seinem Job, in seiner Arbeitswelt. Und der von Cobra Kai trifft wieder auf ihn. Der Miyagi, der ist natürlich nicht mehr dabei, nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, ob sie ihn nochmal ausgraben, aber recht mühsam wahrscheinlich. Vielleicht tun sie die beiden Karate Kid-Universen, das Reboot und das Original verschmelzen miteinander. Der Jackie Chan ist sein neuer Mr. Miyagi. Oh, weißt du, wie geil? Weißt du, wie geil? Das würde ich auch schauen. Nein. Hey, Karate Kid Reboot hat so toll können sein. Und wenn man sieht, der kleine Scheissgolf von Will Smith, das ist so... Ja, aber ich habe es nicht wegen ihm geschaut, ich habe es wegen Jackie Chan geschaut. Und der ist super, und der ist immer super. Er ist immer super, er kann machen, was er will, der ist immer super. Aber der Sohn von Will Smith, der geht mir so auf den Sack, wenn ich ihn sehe. Ich würde ihn so gerne mal anständig erziehen. Einfach mal. Ja, aber ehrlich gesagt, von all seinen Sachen, die ich gesehen habe bis jetzt, ist das der am wenigsten schlimme Film gewesen. Von all diesen Sachen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Will Smith und seine Familie denke, ist, dass der kleine Golf Scientology verdient hat. So. Was? So läuft das. Versteckt bei der Frau vom Chef von der Scientology, egal, aber ich kann den klein nicht ausschauen, ich hasse ihn. Ist auch egal. Dass wir dann an seine Blacklist anfangen sortieren. Nach Reihenfolge und so, weißt du, so Uwe Boll, Michael Fassbender, Jaden Smith. Ich finde das so lustig, immer jetzt in diesem Podcast anscheinend immer irgendwie zum Will Smith und seiner Sippe zurückfindet. Stimmt. Was habe ich noch geschaut? Ich habe mir wirklich eine coole Serie gegeben. Und zwar 13 Reasons Why. Oh, da habe ich nichts Gutes darüber gehört. No, ich auch nicht. Es ist überraschend cool. Es geht um Suizid von einem Teenager-Mädchen, wo nach ihrem Tod Tapes, die sie aufgenommen hat, kurz vor ihrem Suizid, wo sie eigentlich auf jeder Seite eine Person erwähnt und warum die Person mit dem Suizid zusammenhängt, aufgenommen hat, die Tapes aufgenommen hat und die dann verteilen nach ihrem Ableben. Und
Aha. Du siehst dann halt im Verlauf von der Story von dieser Serie, wie alles zusammenhängt, was es für Auswirkungen auf die verschiedenen einzelnen Personen hat, der Suizid. Und gerade die letzte Folge, wo echt krass gemacht ist, so, legt nochmal einen oben drauf. Ich habe die Serie cool gefunden. Sie hat mir eigentlich gefallen. Sie ist zum Teil ein bisschen zäh zum Durchschauen, aber die ganze Story etc. hat mir gefallen. Jetzt kommt eine zweite Staffel raus, was ich sehr schade finde, weil ich finde, es gibt so gewisse Serien, die, wenn sie durch ist und alles erzählt ist und auf den Punkt ist, dann solltest du das einfach so sein lassen und gut sein. Ja, dann künstlich erweitern, finde ich schwierig. Mal schauen, wie es weitergeht. Sonst habe ich noch Dings gesehen, wenn wir gerade bei Toten sind. Walking Dead, Fear the Walking Dead. Auch viele Tote. Das habe ich angefangen zu schauen, das ist nicht cool. Also bis jetzt, ich weiß nicht, mir haben viele gesagt, sie mögen es. Ich finde die neue Staffel eigentlich bis auf einzelne Szenen relativ schleppend. Ich habe es langsam ein bisschen gesehen. Ich finde, der Hype um Walking Dead ist langsam durch. In den Comics ist es noch relativ spannend, weil jetzt halt langsam sich, oder auch in der Serie mittlerweile, wie sich langsam die einzelnen Fraktionen anfangen kennenlernen, wie langsam eine neue Art von Zivilisation entstand. Und aus dem Aspekt finde ich es sehr spannend. Der soziale Aspekt, wie Menschen miteinander umgehen, wie sich Gruppierungen bilden, nach einer Art von Apokalypse. Das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. So die Psychologie von der Masse im Prinzip und das Verhalten auch von den Individuen innerhalb von einer Gruppierung, von einer Masse. Mhm. Aber als Serie ist so langsam für mich persönlich, obwohl ich immer noch weiter schaue, der Zenit durch. So. Es ist, du weißt, Zombies werden kommen, die fressen wieder mal einen. So. Dann gibt es wieder mal einen grossen Boom, wo irgendetwas Wichtiges drauf geht. Aber ich habe es langsam gesehen, ehrlich gesagt. Von dem her ich weiß nicht, ob ich beide Serien Walking Dead und Fear the Walking Dead weiter schauen. Spannend war es mal gewesen, aber eben für mich langsam so ein bisschen durchgecatcht. Dann Game of Thrones. Jetzt aktuell wieder die neue Staffel, die am Laufen ist. Bin ich sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Ich weiss nicht, verfolgt es jemand von euch? Nein, die Jasmin schaut. Ich muss ab und zu einfach nebenzu hocken und sich dann einfach gamen oder sonst irgendetwas machen. Wie viel weiss der Jon Snow? Kannst du mir das sagen? Er weiß mehr, als man von ihm sagt. Das weiß ich. Weil ich weiß, dass er ein Land regiert. Also er kann nicht nichts wissen. Gut, das ist ja kein Kriterium. Nein, überhaupt nicht. Was? Für die Hörer, die es kennen, ich bin total auf der Seite von der Cersei und der White Walkers. Ich finde... Natürlich bist du das. Natürlich. Irgendwo muss auch Ordnung herrschen, da muss man aufgeräumt werden und... es gibt Schlimmeres als Diktaturen. Es ist relativ spannend, finde ich momentan gerade. Ich habe zwar jetzt gerade eine geile Diskussion auf dieser Seite, auf der Facebook-Seite, wo du mich eingeladen hast, Chris. Wie heisst die nochmal? Das Imperium? Das Imperium. Ja. Sehr, sehr spannende Facebook-Seite. Ich hoffe, da entwickelt sich noch etwas Tolles daraus. Wo mir jemand geschrieben hat, dass er eigentlich... Hör auf Werbung machen, man kommt dort nicht mehr rein. Okay, also natürlich gibt es die Diskussionen auch in viel grösserer Intensität auf Nerdy Birds Facebook-Seite. Genau, ja. Dort läuft es richtig, dort geht es voll ab. Also geht drauf, es ist sehr zu empfehlen. Ich habe vor 2 Wochen mal ein Like bekommen für ein Foto, das ich aufgeladen habe. Der hat mir noch geschrieben, ist beim Scrollen passiert, aber gleich. Das ist glaube nicht einmal von einem von uns. Ich glaube, das meiste Engagement, das man kann, ist das Video gesehen, das der Raffi postet hat von seinem Game Boy Advance Original Nintendo Game. Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie geschockt sind, ob sie in einem kleinen Händchen oder ob es jetzt wirklich mit dem Game Boy gegangen ist. Das hat so ausgesehen, weil er hat einen recht grossen Game Boy Advance gehabt. Es hat ein bisschen getäuscht, weißt du. Das ist ein toller Räum, oder? In kleinen Händen sieht alles gross aus. Es war eigentlich ein Laptop, einfach silbrig angesprayt und darum hat es ausgesehen wie ein Game Boy Advance SP. Ja, Xander, sobald ich dran bin, sobald es um mich geht, sobald ich meine 5 Minuten habe, wir sind jetzt schon bei irgendwelchen... Schnarren immer alle drin. Nein, nicht, ja, das ist mir gleich. Wir sind jetzt bei den Scientologen gewesen, wir sind beim Will Smith im verkackten Sohn gewesen, wir sind beim Game of Thrones Dritte Reich gewesen. Hast du eine Checklist, also so eine Shitlist, wo du über alle drüber schießen kannst, wenn du dran bist? Weißt du, wir machen uns Notizen darüber, was wir reden wollen. Der Andi macht sich Notizen darüber, okay, über den muss ich einen Scheiß erzählen, auf den muss ich hassen, auf den muss ich drauf schießen, sonst bin ich nicht zufrieden. Der Andi hat einfach eine Wand und dann rührt er so Darts drauf und dann sagt er, gut, auf den mache ich...
Und dort sind alle Prominenten von der Welt drauf. Das ist einfach... Der Edisch zeigt mir seine Achselhöhle in der Kerle, ist ja recht sexy. Nein, das stimmt so nicht einmal. Es müssen keine berühmten Leute sein. Ich schiesse gegen alles, was ich gerade so... Ich kann mich halt jetzt, ich kann mich so selten auskotzen und dann kriege ich ein Mikrofon vor die Schnurren an und dann ist halt vorbei, dann ist gelaufen, dann ist Tschüss zusammen. Hoi Welt. Du bist Rapper! Ja, genau, richtig. Genau, Du brauchst doch deine Zeit dort, um die Leute fertig zu machen, die dich nerven. Sie nerven mich ja nicht einmal. Sie existieren So. einfach. Also, unser nächster Hit, weißt du, der Raffi so, okay, wir fangen an mit unserem nächsten Lied und dann sind wir manchmal, hey, am Will Smith sein Sohn ist im Fall voll der Kack, Mann, ich hasse das hier. Und einfach alle nur so, hä? Wir sind da für Musik. Bist ruhig und lass zu! Michael Fassbender stinkt! Es ist super, dass du gerade von Will Smith redest und seinem Sohn. Weil jetzt wird es Zeit für einen Switch. Switch. Und zwar wollte ich wollte ich jetzt erzählen, was ich so ein bisschen gemacht und geschaut habe und so. Nein, wir haben keine Zeit mehr für das, sorry. Das ist, Eddie, gerne das nächste Mal wieder. Du musst abmoderieren. ja, okay, schön gewesen. Danke vielmals fürs Zuhören. Findet uns auf Facebook. Genau, liket uns. Und zwar, ich bin Persona 5 am Gamen. Ich bin jetzt beim letzten Dungeon. Und die Persona-Reihe hat so eine Angewohnheit, sie sagen dir, dass du beim letzten Dungeon bist und dann weißt du, okay, es ist der zweitletzte. Und ich bin jetzt aber wirklich beim letzten. Und ich habe es seitdem nicht mehr angelangt. Also ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie 60 Stunden drauf, minus halt jetzt weiter, wo du irgendwie Game Overs hast und so. Ja. Und es war fast ein bisschen zu lang gewesen. Es ist mega, mega stylisch. Also jedes Menü ist super gestaltet. Jeder Ladebalken sieht geil aus. Du bist wirklich in dieser Welt drin, in diesen Farben. Und es fängt auch mega stark an mit den Figuren. So, es geht mega so um Rebellion und es sind so Aussenseiter von der Gesellschaft. Eigentlich so wie die Korruption aufdecken von den Erwachsenen um sie herum. Und die ausmerzt und dann quasi so wie zu Helden werden, zu Social Media Helden. SJWs. Ja, genau. Top modern. Und ich kann aber auch muss ich sagen, so, also mich dunkt, die Hauptfigur von der jetzigen Truppe von Persona 5 ist nicht so gut charakterisiert wie die von Persona 4. Ja, ich werde noch darüber schreiben und das veröffentlichen, was da genau dahinter steckt. Mhm. Dann habe ich noch gespielt Pyre von Supergiant Games, denen, die Transistor und Bastion gemacht haben. Ah, ja. Und es ist mega interessant. Also es ist so ein Fantasy-Sports-Game. Also so eine Mischung aus irgendwie Fußball, Basketball, whatever. Und du spielst 3 gegen 3. Und das Ziel ist, du musst so einen Ball in einer Flamme versenken, in so einem Pyre. Und du spielst das mehrere Mal und du reist umeinander und lernst deine Truppe kennen. Jeder hat andere Fähigkeiten. Und die Idee ist, die sind alle verstoßen worden. Und ihr wollt euch alle zusammen befreien. Und so etwa nach dem ersten Drittel vom Game merkst du kannst nur einen aufs Mal befreien. Ja. Und du befreist den und nachher hast du den nicht mehr in der Gruppe. Und dann musst du weitermachen ohne die Person. Und das machst du dann ein paar Mal. Irgendwann wird dann klar, okay, ich will nicht alle können befreien. Und das ist dann so ein bisschen das was sich dann so ein bisschen, das Hin und Her zwischen, okay, die Figur ist mega stark und mega cool und ich brauche die jetzt, um Matches zu gewinnen und um weitere Leute zu verschicken. Andersherum, die hat auch ihre Freiheit verdient und so, das Hin und Her zwischen Story und Gameplay, das ist fantastisch. Das klingt interessant. Ich sage nämlich also wahrscheinlich nicht vom Gameplay her, aber Darkest Dungeon. Ja. Weiß nicht, du kennst das natürlich wegen dem Gym. Ja. Aber hast du schon mal gehört von dem, Andi? Mir sagt das gerade nicht, nein. Es ist so ein, was ist das? Ein rundenbasierter Dungeon Crawler, eine Art, so 2D gezeichnet. Und es ist mega so düster und du hast einen Trupp, wo du engagieren tust und du musst einfach in die Höhle rein und du musst die reinschicken und dann halt sagen, wie sie kämpfen müssen, halt, rundenbasiert. Aber sie haben auch so Stats wie Hunger und Müdigkeit und
Depression und Angst und so Zeugs. Und du musst schauen, dass du musst das aufrechterhalten, dass sie nicht völlig wahnsinnig werden oder so, währenddem sie dort am Dungeon crawlen sind und damit sie möglichst viel Geld zusammensammeln. Das kostet dich aber Geld, um sie wieder psychisch gesund zu behalten. Durchschnittliche Arbeitswoche. Also hast du irgendwann einmal, ganz genau, Ja. also hast du irgendwann einmal, musst du dich fragen, will ich mein Geld brauchen, um den Trupp gesund zu behalten, oder? Damit sie weiterarbeiten können, oder tue ich sie einfach verbrauchen, weißt du, wie Fleisch einfach, und dann nachher wegschmeißen, wenn ich sie nicht mehr brauchen kann, und stelle dann neue Leute ein. Und der Jim Sterling hat einen wunderbaren Satz dazu geschrieben zu dem Game. Er hat das gespielt und seit er das gespielt hat, weiss er, wie sich ein Executive bei EA fühlt. Also, weil du wirst in diesem Game wirst du belohnt dafür, wenn du deine Mitarbeiter scheiße behandelst, oder? Weil du verdienst mehr, du kannst mehr Geld verdienen, wenn du die Leute einfach verbrauchen tust, oder? Und dann wegschmeißt und ersetzt, statt dass du deinen Leuten treu bleibst, oder? Und darum ist das Game viel, viel sozialkritischer, als es wahrscheinlich hätte sein sollen. Oder die Leute sind einfach mega clever, die das gemacht haben. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen daran erinnert, aber ja. Aber was denn interessant, ich mag einfach, ich habe Bastion habe ich nicht gespielt, aber Transistor. Ja. Und das hat mir auch easy gut gefallen. Was mich dort am meisten überzeugt hat, ist die Musik gewesen. Weil es einfach die Atmosphäre so gut unterstrichen hat. Und Transistor Soundtrack ist etwas, was ich jeden Tag hören kann. Beim Essen, beim Duschen, beim Einschlafen ist gleich. Ich kann jetzt sagen, der Komponist ist der gleiche. Und geil. es hat auch wieder ein paar Lieder drin mit Gesang von ihm und von ihr. Und ja, die Musik ist fantastisch, der Artstyle ist fantastisch. Und ich kann sagen, das ist jetzt das erste von den Supergiant Games, wo ich das Gefühl habe, das Gameplay und Story passen zusammen. Bei Transistor ist für mich mehr so, okay, die Story hat mir gefallen, der Artstyle hat mir gefallen, die Musik hat mir gefallen, aber das Gameplay hat mich nicht reingezogen. Ja, es ist cool gefunden, es war simpel gewesen, aber ja. Und ja, bei Bastion ist es mir ähnlich gegangen, einfach nicht so schlimm. Und bei Pyre hat jetzt wirklich alles für mich gestimmt. Wow, okay, muss ich es mal anschauen in dem Fall. Und ja, es ist und der Ending-Song passt sich an, je nachdem, wer du befreit hast und wer nicht. Ah, geil. Es ist Cool. krass, als ich das dann realisiert habe, beim Hören so, okay. Ja. Dann, bin ich noch ganz schnell, ich bin Miss Marvel am Lesen gewesen. Oh. Von Marvel Comics. Und es ist fantastisch, also es hat mich vom Vibe her an Spider-Man Homecoming erinnert. In dem Sinn, dass es um einen Teenage-Superhero geht, der aber wirklich aus unserer Zeit kommt und aus unserer Generation ist. Und Miss Marvel ist Kamala Khan und sie ist 16 und ihre Eltern sind auf die USA ausgewandert und es geht so ein bisschen um das Multikulti, halb Pakistani, halb, also trotzdem auch kulturell halt in den USA, also das zusammen miteinander, wie vereinigt das in einem. Und sie spielt MMOs und schreibt Fanfiction und liebt Avengers und geht fast durch, wo sie nachher schon selber ein Avenger wird. Und es hat wirklich so, vom Vibe her, es erinnert mich recht an Spider-Man und es ist aber auch nicht einfach nur ein Abklatsch, sondern sie hat auch durchaus ihre eigene Identität und ihre eigenen Struggles. Und der Zeichnungsstil ist mega cool, also du findest irgendwie Leute in allen Formen und Farben, also es hast nicht wirklich nur die typischen Supermodels oder wo du halt die Superhelden-Comics siehst, sondern du hast halt wirklich dicke, dünne, helle, dunkle Leute, alles mögliche und das macht es auch mega charmant. Das klingt cool, ja. Ich habe bis jetzt auch noch mal Gutes darüber gehört, eben vor allem, dass sie halt ein echter Teenager ist, oder? Ja. Ein realistischer Teenager. Stimmt, du hast vorher gerade gesagt, Spider-Man Homecoming, und da ist mir eingefallen, wir haben gar nicht über Spider-Man Homecoming geredet bis jetzt. Das ist ja auch noch rausgekommen in der Zwischenzeit. Ja, ich glaube, der Film verdient einen eigenen Podcast, würde ich sagen. Vielleicht gerade zusammen mit Wonder Woman, weil es ist ja auch recht eher ein optimistischer Superheldenfilm. Stimmt, okay, das können wir dann auch besprechen. Aber ganz kurz, einfach Spider-Man Homecoming, fantastisch. Könnt ihr schauen. Es ist
Der zweitbeste Spider-Man-Film? Ich finde ihn der beste. Wow, Der okay. beste Spider-Man. Ja, Er ist der beste Spider-Man, definitiv. Ja, Der Tobey Maguire Spider-Man ist fantastisch, der ist ein bisschen besser. Moll. Nein, stimmt eigentlich. Es ist der beste Spider-Man-Film, ja. Ich bin einverstanden. Ja. Nach dem Spider-Man 2, dann Spider-Man 1, dann Spider-Man 3 und dann. Also ja. du nimmst die drei, Gibt's nicht. warte mal schnell, du nimmst alle 3 Spider-Man Maguire vor Amazing Spider-Man. Ja. Wow. ja, definitiv. Schwierig. Seien wir ehrlich, Spider-Man 3 hat Probleme gehabt, aber Spider-Man 3 hat auch mega gute Sachen drin gehabt und das vergessen dann viele Leute. Nein, ich vergesse das überhaupt nicht. Ich bin da voll deiner Meinung. Er hat sehr gute Sachen gehabt. Nur erstens habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ob man das erzählen, aber ist nicht sehr gut gealtert. Und zum anderen viel zu viel Gegenspieler. Überladen. Ist Ja. überladen, ganz klar. Ja, aber weißt du, wem seine Schuld ist das gewesen? Ja, die vom... Der James Franco. Nein. Der Guy. Der James Franco ist nicht an allem die schuld, Eddie. Übrigens, James Franco macht etwas Neues, etwas nein. Cooles. Hast du sicher auch schon mitbekommen? Ja. Er macht eine Verfilmung vom Buch The Disaster Artist. Das ist ein Buch, wo der eine geschrieben hat. Ist das eine Autobiografie? Nein, das heißt, ein Buch, wo einer geschrieben hat, der bei The Room mitgespielt hat. The Room, vielleicht für die einen ein Begriff. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Frank auch nicht mag? Nein, jetzt müssen wir hören. The Room. The Room ist der ultra schlechte Film, der als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Überraschenderweise ohne James Franco. Überraschenderweise, ja. Und jetzt, der James Franco spielt den, der The Room gemacht hat und auch die Hauptrolle gespielt hat im Room. Und er ist fantastisch. Also ich habe nur den Trailer gesehen bis jetzt und es sieht wirklich gut aus. Also ich glaube, das müssen wir im Fall schauen. Er spielt die Rolle, er hat die Rolle genau darum wollen, weil er wahrscheinlich bei The Room das Casting nicht durchstanden hat und jetzt wird nochmal irgendwie mit dem in Verbindung gebracht werden. Ihr seid beide doof. James Franco ist nicht so ein böser Mensch. Er ist nicht böse, er ist einfach schlecht. Das ist einfach weich. Genau. Anyway. Wir sind abgeschweift, Eddie, sorry. Du bist noch am Erzählen gewesen. Miss Marvel. Ja, nein, Miss Marvel ist fantastisch. Es ist wirklich, es gibt mir mega Spider-Man-Vibes auf die beste Art. Und ja, es ist so cool. Und ich kann es jedem empfehlen. Cool. Dann noch als letzter Punkt. HBO hat 2 neue Serien angekündigt. Oh, ja. Ja, und zwar die erste ist Confederate und über die wollte ich gar nicht irgendwie gross, weil sonst, ja. Es ist von dem Macher von Game of Thrones, also nicht vom George R. Martin selber, sondern von denen, die die Serie machen. Und Ja. es geht darum, was wäre gewesen, wenn der Süden von den USA den Krieg quasi nicht verloren hätte und Sklaverei immer noch legal wäre und die USA immer noch halbiert wäre. Jada. Ich habe einen coolen Twitter-Thread gesehen, wie das Worldbuilding-mäßig eigentlich nur ein Desaster kann sein, weil ja, die USA hätte nicht so eine Superpower können werden, wenn sie noch untereinander sich bekriegt hätten. Logisch, ja. Ja. Aber das ist eigentlich weniger wichtig. Die zweite Serie, die angekündigt worden ist, heisst Who Fears Death. Und zwar, die wird executive produced von George R. R. Martin. Und zwar ist das ein Fantasy-Roman von der, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Nnedi Okorafor. Und zwar spielt das in einem postapokalyptischen Afrika. Wo genau weiß man nicht, weil ja, die Apokalypse ist schon ein Weile her. Und es geht um, also ich habe jetzt das Buch gelesen, weil ich gefunden habe, ich habe das in meinem Bücherregal gehabt und ich wollte das lesen, bevor ich den ersten Trailer schaue. Und es geht um Hexenmädchen, das später zu einer Hexenfrau wird. Also es ist so eine Coming-of-Age-Story, aber es hat schon auch so teeny Elemente drin, aber es hat auch recht viel so düstere Elemente drin, was für mich auch nachher klar wurde, ist, wieso HBO das auch adaptieren tut. Also sie ist
gezeugt worden aus einer Vergewaltigung raus und hat darum auch ihre Hexenkräfte quasi. Und ja, und dann geht es eigentlich darum, wie sie halt, also man sieht halt auch von außen ganz klar, dass sie eine Hexe ist und durch das ist sie halt auch ein Aussenseiter in dem Dorf, wo sie drin lebt. Und das Buch geht eigentlich darum, wie kommt sie mit dem klar und was ist ihr Schicksal. Und es ist grossartig, das Buch ist fantastisch. Okay. Und in welchem Zusammenhang steht jetzt das mit dem Martin? Er tut es produzieren. Also, er hilft es produzieren. Aber geschrieben hat er es nicht? Nein, geschrieben hat es Nedi Okorafor. Ah, okay. Ich habe jetzt nur gehört, so Coming-of-Age, Teenager, Vergewaltigung, das klingt so brutal nach Martin irgendwie. Okay. Ja, darum tut es auch produzieren. Ja, genau. Also die Story, nicht die Vergewaltigung, nein, lassen wir das. Krass, sehr spannend. Kannst du mir mal einen Link von dem Buch schicken? Ja, voll. Und ich habe es gestern fertig gelesen. Also ich kann es dir auch auslehnen. Sehr, sehr gerne. Und es ist mega cool. Und ich habe als Prequel-Buch jetzt noch im Regal, wo auf mich wartet. Und ich kann es mal warten, mit dem anzufangen. Gut. Ja, Jungs, ich muss mich langsam verabschieden. Was, wieso? Mein Hund hat gerade sich erleichtert. Ah, fantastisch. Oh Weil er nein. heute doch mal mega angenehmer Moment gerade. Das kann Das ist ich. gerade mega schlecht für mich. Ja, ich muss jetzt meinen Hund anzünden und den Boden machen und so. Alle, die uns zuhören, vielen Dank, verbreiteten Hass. Ihr findet uns überall auf Facebook. Die Jungs erklären es nachher mal. Chris, Eddie, danke vielmals für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten. Ciao. Bis zum nächsten. Easy Ciao. Chat. Das ist unerwartete. Ja. Ja. Anyway. Ja. Eddie, wollen wir weiterfahren? Ja. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Teil von unserer Folge. Leider mit einem Vogel weniger im Horst. Der Andi hat müssen ausfliegen. Genau. Und ja, jetzt kann ich ja ganz direkt mit dir reden, Chris. Jawohl. Auf was freust du dich in nächster Zukunft? Ah, ich gehe schon morgen Baby Driver schauen. Oh, Ja, für die, denen das nicht sagt, weil so ist es mir auch gegangen, als ich das erste Mal gehört habe. Baby Driver ist der neueste Film von Edgar Wright. Wer jetzt immer noch keine Ahnung hat, um wer das es geht, der Edgar Wright hat Hot Fuzz gemacht. Und er hat Shaun of the Dead gemacht und The World's End und Scott Pilgrim. Wer jetzt immer noch nicht rauskommt, was machst du mit dem Leben? Schau die Filme, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. The Cornetto Trilogy und dann schau Scott Pilgrim. Und das Lustige war eben, ich habe mich irgendwie vor etwa 3 Monaten oder so habe ich mir überlegt, was macht der Edgar Wright eigentlich? Weil ich habe schon lange nicht mehr gehört von dem. Und dann bin ich auf seine IMDb-Page gegangen und dann habe ich dort gesehen, Baby Driver kommt diesen Sommer raus. Und dann ich so, was ist Baby Driver? Dann den ersten Trailer angeschaut und bis dahin habe ich noch nichts gehört von dem. Und irgendwie wirklich eine Woche später hat es angefangen mit der Promo überall. Alle haben angefangen Werbung zu machen und Trailer dort und Trailer da. Und überall wird und so Pressereise und alles mögliche hat er gemacht. Dann ich dachte, wow, okay, vorher war einfach nichts gewesen. Das ist schon lustig. Anyway, Baby Driver, es geht um einen jungen Bursch, der offenbar ein bisschen ein Babyface hat. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum er Baby heißt oder ob das sein Geburtsname ist, keine Ahnung. Und er ist ein mega guter Getaway-Driver. vielleicht heißt ihn im Vaterbaby und der Großvater von der Hausfrau. Ah, er ist der Baby Junior. Er ist Baby the Third. Baby meinst the du Third, einfach. ja. Genau. Und er ist ein Getaway-Driver für Kriminelle, der engagiert wird. Und offenbar wird er das Leben verlassen. Und dann geht es in dem Film um das, wenn er versucht, aus dem Leben rauszukommen als Getaway-Driver. Und sein Tick ist offenbar, dass er nur fahren kann, wenn er Musik hört. Und offensichtlich hat es dann einen mega guten Soundtrack müssen zusammenwürfeln. Und so wie ich es mitbekommen und das hat der Edgar Wright bestätigt, hat er sich mit dem James Gunn sich bei ihm gemolden und ihn gefragt, was er für einen Soundtrack hat oder was er für einen Soundtrack rein tut bei Guardians of the Galaxy 2, gerüchteweise, damit sie nicht die gleichen Lieder benutzen. Aber offenbar
Im Interview hat er dann gesagt, Edgar Wright, eben selbst wenn er die gleichen Lieder gehabt hätte, es wäre Spaß gewesen, um etwas daran zu ändern. Aber offenbar überschneidet sich nichts. Also, sie benutzen einfach offenbar geile Lieder aus den 70er und 80er, so wie ich das mitbekommen habe. So, das, weißt, so Musik, die richtig abgeht während der Autorennen. Ja. Eben, sein Tick ist halt einfach, er hat immer Kopfhörer an und er ist immer an Musik hören, oder? Und die Leute sind offenbar ein bisschen genervt und haben das Gefühl, er hört nicht zu, aber er hört alles und er hört alles zu. Er muss einfach immer Musik haben in seinen Ohren. Und das ist eben lustig, weil ich identifiziere mich ein bisschen mit dem, weil ich habe auch immer Musik am Laufen. Also sehr viele Leute regen sich ein bisschen über auf, vor allem meine Freundin, weil ich einfach immer Musik am Laufen haben, nebenzu. Darum, und vom Trailer, den ich gesehen habe, sieht es recht geil aus. Und ich meine, der Edgar Wright, ich glaube, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo, wenn ich weiß, dass der Edgar Wright einen Film macht, dann muss ich mich nicht überzeugen, es muss niemand Energie dafür aufwenden, um mich zu überzeugen, den Film schauen zu gehen. Wenn ich weiß, der Edgar Wright hat ihn gemacht, dann gehe ich ihn schauen. Weil einfach, jeder von seinen Filmen ist einfach ein Kunstwerk. Du kannst ihn 1000-mal anschauen und immer wieder Sachen entdecken, die du noch nicht gesehen hast. Ich finde auch, das ist auch für mich ein grosser Grund, warum mich Ant-Man interessiert hat, auch wenn es wirklich abgesprungen ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn man den Film schaut, sieht man doch noch viel von seinem Einfluss und seinen Elementen drin. Absolut. Seine Fingerabdrücke sind über den ganzen Film verteilt. Ja. Also du merkst definitiv, dass er dort seine Finger im Spiel hat. Das habe ich eben auch gedacht, wo es geheißen hat, der Edgar Wright macht den Ant-Man-Film, bin ich mega gehypt gewesen. Und ich habe es auch mega, mega schade gefunden, als er abgesprungen ist. Aber ich verstehe es, weil der Edgar Wright, er macht keine Filme für ein Skript, das jemand anders geschrieben hat. Wenn er einen Film machen will, dann will er den ganzen Film machen. Also er will das Skript schreiben oder zumindest Einfluss haben darüber können. Und er will den Film von Anfang bis Schluss können durchplanen selber. Und er will nicht. Und bei Marvel ist es halt so, selbst die Writer von den einzelnen Filmen oder die Regisseure haben viel weniger Einfluss auf den eigentlichen Film als bei anderen Projekten, weil halt wirklich es wird alles von oben halt gesteuert, damit es halt eine Linie gibt durch die ganze Film durch. Was ich auf eine Art auch verstehe, aber für jemanden, der halt wirklich sein Ding machen will, wie Edgar Wright, ist das zu viel gewesen. Ich habe zwar mal etwas Cooles gelesen, und zwar auf Birth Movies Death, und zwar von den Machern von den Marvel Movies. Und zwar sitzen alle Regisseure mehr oder weniger im gleichen Bürokomplex. Ja. Und das heisst, sie können eigentlich zueinander übergehen und sagen, hey, ich habe die und die Idee für die Figur. Kannst du mit dem etwas anfangen? Das ist cool. Und dann manchmal entstehen halt wieder Sachen so, ja cool, das kann ich einbauen oder das eben nicht. Ja, das ist cool, ja. Ich glaube, die Idee, also das, was du sagst, stimmt halt trotzdem, oder? Es muss alles der Vision entsprechen, die von oben kommt. Und ja, das schränkt dich halt als Regisseur wahrscheinlich schon auch recht ein. Ich glaube, es ist vergleichbar mit einer Fernsehserie, das Marvel-Universum. Weißt du, hast den Showrunner, wo die Fäden in der Hand hat, oder? Und halt das Ganze steuert. Und danach hast du die einzelnen... Ja, du darfst vielleicht eine Folge schreiben, so... Genau, du darfst eine Folge schreiben, aber die Outline von dieser Folge ist wahrscheinlich schon geschrieben worden für dich, oder? Du darfst eigentlich die Lücken füllen und halt wirklich Details und so Zeugs machen, aber der Anfang und der Schluss und die wichtigsten Plotpoints sind wahrscheinlich schon vorgegeben. Und ich glaube, so ist es bei den Marvel-Filmen halt. Und eben, ich verstehe beide Punkte, oder? Ich hätte es mega cool gefunden, wenn er sich dem hätte beugen können und halt gesagt hätte, ich gehe jetzt da durch und mache einen Marvel-Film, aber das ist nicht, was er wollte, oder? Und das kann ich absolut respektieren, weil Edgar Wright, er hat verdient zu machen, was er immer will, weil wenn er gibt immer 150% bei seinen Filmen, oder? Und dann musst du dem alle Freiheit lassen, die er braucht. Du, Edi, was bist du da machen? Ja, nein, ich bin gerade etwas Passendes am Nachschauen. Und zwar es hat ja auch etwas Umgekehrtes gegeben. Und zwar der Taika Waititi, der hat ja Moana machen. Und der ist abgesprungen von Moana zum Thor Ragnarok machen. Ah, okay. Und sicher beides gute Filme, weil Moana habe ich jetzt gerade geschaut und ich muss sagen, der ist fantastisch, der ist so geil, der Film. Ich muss ihn anschauen, ich habe nur gut unbedingt. Ey, ich habe Tränen gehabt, etwa 3 Mal und gelacht und brüllt. Das ist ein typischer Disney-Film, also wirklich, du lachst, du brüllst, du lachst nochmal, du brüllst nochmal, es ist fantastisch. Also es ist... Genau. Und The Rock, er ist verdammt gut in dem Film, er ist fantastisch. Und das Lied, das er singt, läuft mir immer an. Es ist mega übel. Es ist so gut. Anyway, ja. Ja. Zum Abschluss wollte ich noch sagen, wie fest ich mich auf
den Black Panther-Film freuen, wenn wir schon bei Marvel ja. sind. Ja. Der erste Trailer ist rausgekommen, der erste Teaser-Trailer. Stimmt. Und, oh mein Gott, also, es ist wirklich so, erstens einmal, sie haben den Ryan Coogler geholt, als Regisseur. Falls du nicht etwas von ihm geschaut hast, ich würde, ja, wenn also es hat so zwei grosse Projekte, Fruitvale Station und Creed. Und Ja. Fruitvale Station ist fantastisch, es ist einfach wirklich so ein Gut Punch. Also ich habe es geliebt, aber ich könnte den Film nicht nochmal schauen, es basiert auf einer wahren Gegebenheit. Und zwar, also auf einer wirklich wahren Gegebenheit, nicht so die du halt heute noch oft vor dem Film hast. Wo dann so findest so, ja! Aber nein, Fruitvale Station, ja, und Creed ist halt wirklich cool, weil es ist ein typischer Sportfilm, es ist halt ein Rocky-Film. Ja. Trotzdem fühlt es sich neu an und es hat gleich noch viele Elemente drin, die sich wie ein Rocky-Film anfühlen lassen. Und die Musik ist cool. Und als ich gehört habe, dass er Black Panther macht, bin ich, also, habe ich gefunden, yes, also ich habe den Film sowieso schon wieder schauen. Und dann eins nach dem anderen hat es geheißen, ja, eben, der Chadwick Boseman ist dabei, holy fuck, jetzt habe ich gerade voll Blackout. Cast. Wie heißt Es ist, Michael B. Jordan. ja, der Michael B. Jordan, der auch bei Creed mitgespielt hat. Lupita Nyong'o, wo ein episches San Diego Comic Con Video gemacht hat mit ihr im Power Rangers Kostüm mit der Maske, das sie Was? niemand erkannt hat. Ich muss das nachher gerade checken, das ist fantastisch. Angela Keine Ahnung, die Bassett, kennen vielleicht die meisten Leute von Star Wars Episode 7, hat sie ja, wie hat sie so geheißen? eine CGI-Alien. Maz Genau. Kanata. Genau, Maskanada hat sie gespielt, genau. Ja. Und also jetzt für die, was nicht kennen, Black Panther, es geht um den sogenannten Black Panther. Man hat ihn gesehen in Captain America Civil War. Und er ist der Besitzer von einer Nation, von einer fiktiven Nation in Afrika namens Wakanda, aus dem Marvel-Universum. Und die Idee bei Wakanda ist, die Nation ist noch nie kolonialisiert oder eingenommen worden von irgendeiner äußerlichen Macht. Und sie ist sehr advanced und sehr sci-fi-mäßig und sehr fortgeschritten, aber trotzdem auch noch sehr afrikanisch, also so eine Mischung aus beidem, also so richtig, man sagt dem Afrofuturismus vom Feinsten. Ah, geil. Und Ja, nicht mal, ist das ein Genre? Gibt's? ja, kannst nachschauen, Afrofuturism. Ah, geil. Und ja, und das ist wirklich so eine coole Mischung aus so Hightech-Waffen, die dann aber gleich nur alle so ein bisschen afrikanischen Touch haben, aus ganz verschiedenen afrikanischen Kulturen vom ganzen Kontinent explizit. Ja. Und ja, der Andy Serkis spielt auch noch mit, er spielt einen der Hauptbösewichte. Der Martin Freeman hat eine Nebenrolle. Genau. Ja, nein, und ich kann es kaum erwarten. Und ich bin auch den Comic am Lesen und wo jetzt gerade auf Euthanasie geht, der ist auch fantastisch. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Im Januar 18 kommt der raus. Cool. Stimmt. Ich muss auch noch mal kurz etwas loswerden, was ich vergessen habe. Der erste Trailer für Ready Player One ist rausgekommen. Und Ready Player One, für die, die es nicht wissen, ist ein Buch von Ernest Cline, heisst er. Und es spielt auch in der Zukunft, 2045 oder irgend so etwas. Und die Leute verbringen dort ihre meiste Zeit mit so einem Virtual Reality Game, das sich Oasis nennt. Und in dem Buch geht es darum, dass die Hauptfigur versucht, ein Easter Egg zu finden in diesem Game. Und wer auch immer das findet, kann eigentlich vom Macher von der Oasis die Oasis erben. Und natürlich alles, was damit zu tun hat, also das ganze Geld und all das Zeugs. Und dann ist es Rennen gegen Zeit, wer natürlich das als erstes finden kann. Und das Buch ist fantastisch. Wenn du ein Gamer bist, ein 90er- oder ein 80er-Kind, es hat so viele References zu allem möglichen, Musik, Film, Game, Serien. Das Game, also das Buch, es ist geschrieben worden für dich. Wenn du uns hörst, dann hat es definitiv irgendetwas, was dir in dem Buch gefallen wird. Das ist fantastisch. Und der Steven Spielberg macht jetzt den Film. Der kommt dann nächstes Jahr raus. Und jetzt haben wir auch den ersten Trailer bekommen. Das sieht hure geil aus. Also es ist
Es sieht wirklich mega, mega geil aus. Ja, das habe ich noch ganz schnell wieder reinschmeißen. Und wir haben angefangen, IT-Crowd zu schauen. Okay, ja. Ja, es ist lustig, weil ich höre seit Jahren immer etwas davon und ich habe immer so gedacht, nee, ich weiß nicht. Und jetzt habe ich endlich jetzt haben wir einen Dings-Zugang, einen Netflix-Zugang. Ja, ja. Und dann haben wir gedacht, es ist dort drauf, die ganze Serie. Also haben wir gedacht, ja, okay, gut, schauen wir mal rein. Also wir reden natürlich von der englischen Version, vom Original. Und dann haben wir das geschaut. Und, also beziehungsweise wir haben jetzt irgendwie 3 oder 4 Folgen geschaut. Und es ist hure lustig. Also es ist fantastisch. Und es ist halt einfach der britische Humor, oder, wo sich einfach nicht so ernst nimmt. Und es ist wirklich gut. Oh, stimmt. Ich muss noch mal etwas erzählen, ganz kurz. Und dann bin ich wirklich fertig. Kein Problem. Für die, gut, alle, die unserer Seite folgen, haben es sicher mitbekommen, aber BBC hat angekündigt, wer das der nächste Doktor wird. Und weil ja der Peter Capaldi hört ja auf als Doctor Who. Gewartet. Ich habe gedacht, das bin ich sicher. Und der neue Doktor ist Jodie Whittaker, ist eine Frau. Und zwar die erste seit über 50 Jahren, also seit es die Serie gibt, hat es noch nie eine Frau als Doktor gegeben. Und es hat die Leute ein bisschen gespalten, aber der Mehrteil, der grösste Teil, ist eigentlich mega zufrieden mit dem und sagt, ja, easy, warum nicht? Aber ein kleiner Teil ist mehr so, es kann nicht eine Frau sein. Ja. Anyway. Und ich zum Beispiel, ich habe Jodie Whittaker nicht gekannt vorher. Ich habe gedacht, keine Ahnung, wer das ist. Sie sieht nicht aus, aber mehr weiß ich wirklich nicht. Dann bin ich googeln, was sie macht und dann herausgefunden, dass sie in Broadchurch mitspielt. Broadchurch ist eine Serie von Chris Chibnall. Er ist der neue Showrunner von Doctor Who. Oder, Okay. wo eben nächstes Jahr anfängt. Und darum hat er sie natürlich gerade gecastet für das. Also unter anderem, weil er sie kennt, aber er hat auch wirklich auch mehrere Leute gecastet, Männer und Frauen. Und hat einfach gefunden, sie sei die Beste. Und der David Tennant, der ja auch mal der Doktor war, hat in Broadchurch die Hauptrolle gespielt. Und es gibt 3 Staffeln von dem, an je 8 Folgen. Und dann haben wir gedacht, ja, schauen wir mal dort rein. Und wir haben angefangen und wir haben nicht können aufhören, bis wir fertig sind mit der ganzen Serie. Es ist einfach, eine Art, es passiert am Anfang ein Mord und dann geht es eigentlich die ganze Staffel darum aufzuklären, wer das der Mord begangen hat. Und die Idee von dem war, oder die Idee, wo Chibnall inspiriert hat, um diese Serie zu machen, war, was wäre, wenn in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo alle sich kennen, ein Mord passiert? Oder was hat das für einen Einfluss auf das ganze Dorf? Oder? Weil all die Leute, die sich halt kennen, all die Beziehungen und so, alles zerspringt plötzlich. Das ganze Gelächter und ja. Oder? Weil plötzlich geht einfach alles geht dann Arsch und überall kommen Sachen führen und so und Sachen werden untersucht und es tauchen so viel mehr Probleme auf, als vorher bekannt sind und so viele Sachen gehen einfach schief und alles Mögliche und es ist so spannend und es ist so gut geschauspielert und Jodie Whittaker, sie spielt die Mutter von dem Bub, der ermordet wird und das Acting in dieser Serie ist phänomenal, von jedem Einzelnen, der mitspielt, das ist unglaublich. Also wenn ihr wirklich mal auf der Suche sind nach einem guten Drama oder so, dann schaut das unbedingt an. Plus, die Serie sieht unglaublich aus. Das ist etwas vom am schönsten gefilmtesten, was ich je gesehen habe. Es ist unglaublich. Also, die Jasmin vergleicht es mit Hannibal, die Serie Hannibal, weil das ist offenbar auch mega schön gefilmt. Ja, ich habe es nicht geschaut. Das habe ich auch schon viel gehört, ja. Und von dem her wirklich Broadchurch unbedingt schauen. Lustigerweise, die Amerikaner haben gefunden, ja, das ist noch cool, und wir kaufen das Recht an dem. Und danach haben sie 1:1 nachgefilmt. Also sie haben wirklich das gleiche Skript genommen und sie haben es einfach umbenannt nach einem kleinen Kaff bei sich irgendwo in den Staaten. Sie haben sogar den David Tennant engagiert, um die gleiche Rolle einmal zu spielen. Weil er spielt den Hauptkommissar, weißt du, der das untersucht, den Mordfall. Ja. Es ist eine Carbon Copy, es ist genau das Gleiche. Und ich habe meine Augen nicht getraut, als ich den Trailer geschaut habe. Ich gedacht, nein, es sieht wirklich, nein, es tönt genau gleich, weil es ist das gleiche Skript, aber es sieht so viel schlechter aus. Das ist noch cool für den David Tennant, weil dann muss er keinen neuen Text lernen. Genau, er muss einfach den amerikanischen Akzent benutzen, statt seinen originalen schottischen, der mega geil tönt. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein und bin auf die Wikipedia-Page gegangen und so. Und dann habe ich herausgefunden, die Franzosen haben genau das Gleiche auch noch gemacht. Sie haben das Recht auch noch gekauft und haben eine französische Version gemacht davon. Und du schaust den Trailer an und du siehst es einfach, das ist genau das Gleiche. Das ist einfach so, holy shit.
Was lernen wir daraus? Ich hätte es lieber eine Narrow Church gemacht, statt eine Broad Church. Ja, okay. Aber ich verstehe es, weil du schaust es an und denkst, wow, es ist so gut und ich kann mit dieser Idee identifizieren. Also ich meine, ich bin auch in einem Kaff aufgewachsen, irgendwo am Rand von Winterthur, oder? Und es ist eine mega spannende, interessante Idee. Darum Broadchurch, unbedingt schauen. So, jetzt bin ich wirklich fertig. So. Sehr schön. Mir fallen jetzt auch schon wieder 1000 Sachen ein, die ich sagen will, aber ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, dass wir sehr bald wieder zusammensitzen müssen. Ja, Und vielleicht austauschen. schauen wir, dass der nächste Podcast nicht so weit weg ist wie der letzte. Genau. Ja, Chris, wo findet man dich im Internet? Ich bin auf Twitter zu finden, Chris Crowdley, Chris, wenn man sagt, und dann CROWDLY. Und sonst natürlich auf unserer Nerdy Birds Facebook-Seite. Sehr schön. Ja, mein Name ist Eddie. Also, mir findet mich unter @rollingeddy auf Twitter. Auf Facebook unter Edwin Alcina Ramirez Garcia. Aber das ist ja gleich. Das habe ich jetzt extra so schnell gesagt, damit das niemand nachher herausfindet. Also wäre das so schwierig. Und ja, also wir haben noch einiges geplant für die Nerdy Birds. Unter anderem, wenn wir noch eben sicher auch mal geschriebene Sachen machen, wo wir halt mal vielleicht sich zu diesen Sachen äußern können, die vielleicht im Podcast nicht so Zeit haben. Genau. Ja, und wir wollen definitiv mehr Content machen und nein, ich hasse das Wort Content. Inhalt. Es macht uns enorm Spaß, uns auszutauschen und darum wollen wir das auch unbedingt mehr machen und wir schauen jetzt auch nach anderen Formen außerhalb von einem Podcast, dass wir das machen können. Weil es ist einfach cool und ja. Genau. Nennen wir es Consumables. Genau. Das klingt doch super. Ja, und der Andi findet er sonst irgendwo. Ja, irgendwo. Ja. Ist nicht so wichtig. Er findet euch. Ihr findet ihn Genau. nicht, er findet euch. Läutet nicht am Andi an, er läutet euch an. Genau. Und der Raffi ist nächste Woche sicher auch wieder am Start. Nächstes Mal sicher auch wieder am Start. Oh Gott, jetzt habe ich nächste Woche gesagt. Druck. Ja, jetzt ist fest, jetzt müssen wir. Ich habe es verflucht, sorry. Ja, Zeit ist relativ. So, ja, und mit dem wollte ich mich bei euch verabschieden. Merci vielmals Chris, merci vielmals an Andi, der jetzt schon weg ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt euch Sorge und ja, bleibt nicht zu weit weg vom Horst. Das ist gefährlich da draußen. Ade. Tschüss zusammen.